Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play. Wir spielen The Walking Dead, die letzte Staffel. Uff, pelzig. Ich freue mich natürlich wie Sau, weil The Walking Dead von Telltale Games hat auf meinem Kanal eine gewisse Geschichte. Ich habe das schon von der ersten Staffel abgespielt und habe Clementines Geschichte bis hierher verfolgt. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die dürften auch nach wie vor drin sein. Ich hoffe nur eins, und zwar, dass diese letzte Staffel sich ein bisschen von A New Frontier, der dritte Staffel, unterscheidet. Weil das war für mich eher so ein sehr stark geskripteter Film mit ein klein bisschen Spielerentscheidung. Und ich bin mal gespannt, was sie jetzt in dem Final Season gebracht haben. Wir fangen auch direkt an, verlieren keine großartige weitere Worte. Und ich freue mich echt wie noch was drauf. Wo ich mein Facecam platziere, werde ich jetzt noch rausfinden im Laufe der Zeit und bei der Nachbearbeitung. Schauen wir doch mal, wie weit wir heute kommen, ob wir möglicherweise die erste Episode noch packen. Aktualisiere Entscheidungen läuft ohne gerade nochmal durch. Bin immer gespannt, ob er das alles noch findet, weil eigentlich habe ich alles auf meiner Playstation drauf. Sprache ist nicht auf dem neuesten Stand. Deine ausgewählte Sprache ist nicht auf dem neuesten Stand. Bitte aktualisiere oder spiele auf Englisch weiter. Okay, dann könnt man Update noch machen. Sprachpakete werden aktualisiert, wird heruntergeladen, sofern ihr das seht. 4,656 MB. Spielstand importieren, aber sicher doch. Wir wissen nicht, was ihr alles noch sehen könnt auf dem Bildschirm und was nicht. Suche nach Entscheidungsdaten oder lokal gespeicherten Daten. Guck mal, lokale Speicherstand. The Walking Dead, Neuland. Genau, da hat man ja im Prinzip das, was ich euch an Let's Play gezeigt habe. Das Save One. 5 Episodes completed. Den nehmen wir. Import erfolgreich. Du wirst möglicherweise gebeten, bestimmte von dir getroffene Entscheidungen zu bestätigen. Alle hopp. Machen wir doch glatt. Bewege den Schieberegler, bis das Logo kaum noch sichtbar ist. Gerade mal gucken. Okay, also ich muss es natürlich mal wieder Let's Plays entsprechend anpassen. Das wäre eigentlich zwischen hier und hier. Aber ich mache es für Let's Plays wieder etwas heller, das Ganze. Beim Resident Evil 2 Remake war ich sehr stark so, wie man es eigentlich machen sollte. Und das war arg duster, muss ich sagen. Okay. When the dead started walking, I was small and alone. Until a man named Lee became my protector. Lee protected other people too. But he couldn't save everyone. Das waren dann meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, ja. Die werden jetzt nochmal Revue passiert in dem Walking Dead Comic-Stil, was ich ziemlich geil finde. You can never save everyone. The living were just as dangerous as the dead. A woman in our group named Lily lost her dad, and then she just couldn't cope. She took the life that Lee saved. Ihr erinnert euch vielleicht aus Staffel 1 von meinem Let's Play, so ist es doch gelaufen. Lee left her on the side of the road. Lee taught me how to survive. He protected me as long as he could, but he got bit because of me. And even in the end, he was still teaching. Immer in Bewegung bleiben, halte ich von Städten fern. Schön die Haare schneiden. Ich glaube, ich habe auch gesagt, halte ich von Städten fern. Stay away from the cities. They're just not worth the risk. Lee wouldn't make it. He knew it was the end. He made one final request. Oh, du fängst bei mir schon an wieder mit dem Pipi in der Aare. Das war ziemlich heftig, fand ich, für Staffel 1 Ende, dass Lee gestorben ist. Dann hätte ich nur zu gerne als Hauptcharakter weitergespielt. He asked me to shoot him. And I did.
I met another group after that. Broken people, running from their past. Ja. There was a woman who gave birth to a boy named Alvin Jr. AJ. He made it. But the mom didn't. And I started to take care of him. But then, Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around, I had to make the call. Wir haben uns damals für Kenny entschieden. I couldn't. And Kenny killed Jane. It turned out AJ was alive. Jane hid him to make a point. Knowing what they'd done, Und dann sind wir mit Kenny nach Wellington gegangen. I still decided we were better together, for AJ's sake. But like everything else, it wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked, but I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. Wir erinnern uns an The Walking Dead: A New Frontier. I thought maybe they were right. I said my goodbyes. I regretted it later. I searched for a long time. Just when I gave up hope, I found him. We're searching together now for a place we can call home. I'm all AJ has. He's all I have. And I'll protect him with my life. Just like Lee did for me. Was ein geiles Intro. Ich hab Gänsehaut grad und Pipi in der Aare-Winkel. Alter Falter, ist das geil. Ich freue mich so auf das Let's Play und wie es jetzt weitergeht. Manometer. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Pfui Teufel, Walker! Besser gesagt Crawler statt Walker. Ja, Autofahrer hat sie auch von Kenny gelernt. Okay, mit dem linken Joystick kann ich es umschieben. Ruhig mal AJ an. Der ist auch ganz schön gewachsen. What you doing there, goofball? Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. I don't like goofball. I'm too big for it. Was ist mit Kackvogel? Wird da jemand erwachsen? Huh, so I guess you're all grown up now. Yep. Well, let me drive. Ja, ja. I'm not letting you drive. Man wird eh viel zu schnell erwachsen in der Welt. What's wrong? AJ? Hungry. Übergib die Zeitschrift. Und da kann ich die Objekte mit dem rechten Joystick übergibt das Spielzeug. Tja, wenn er erwachsen ist, dann kriegt er die Zeitschrift. Here, Ne? practice your reading. But I don't wanna. It'll take your mind off your stomach. Preheat oven. Place cream. Vanilla beans into a saucepan and bring to a boil. On second thought, never mind. That's only gonna make you hungrier. Ja. Okay, übergib den Snack. Na komm, wir spielen das bis ganz durch mit Spielzeug. Hey there, Alvin Jr. It's me, Disco Broccoli. Word on the street is that you want to eat me. Is that true? Do you want to eat me?
Come on, Clem. I can't eat a toy. Oh, man. My feelings are hurt. Well, my stomach hurts. Oh. Sassy. Okay. Den können wir nicht nochmal nehmen. Die Disco Brokkoli. Okay, also bisher hat es noch ein relativ friedliches Feeling. Warten wir mal ab, bis das erste Unglück im Walking Dead Style geschieht. Here you go. About all we got. What about you? Go for it. We'll find something else soon. I believe you. Sie ist auch ganz schön erwachsen, Woche Clementine. Habe ich schon in der 3. Staffel gedacht, aber jetzt? Gewittererleid, das ist echt schon eine Frau eigentlich jetzt schon. Das ist keine Teenagerin mehr, jetzt ist es tatsächlich eine Frau-Woche. Meine Güte, aber die haben eine gute Beziehung zueinander, die zwei, das ist wichtig. Bin immer gespannt, wie sehr das Ganze wieder im Walking Dead-Stil ist. Und wie viel geskriptet ist. Hoffen wir mal nicht allzu viel. Dass wir uns auch ein bisschen bewegen können, das wäre schön. Sieht aber noch so ein Gelände aus, wo wir jetzt rumlatschen könnten. We gonna do it? Think so. Looks clear. We're doing it. Gott, wie ihr Mütze auch schon aussieht. Total ramponiert, aber das hat sie ja schon seit der ersten Staffel, das Ding. Freunde, was? Das irgendwas mit Zutritt verboten? Habe ich auf dem Schild nicht lesen können. Okay. Brechstange. Noch ein Spielzeug. Feldflasche. Okay, wir nehmen erstmal das Brecheisen. Du hast Brechstange, falls mal was im Weg steht. Nimm die Feldflasche. Erstmal die. Need water too. Genau, erstmal die praktische Sache. Danach der unnütze Kram. Oh oh. Da ist schon mal durchgeschossen worden. Okay, ansonsten haben wir nichts mehr. Ich hoffe aber, dass es von der Spielmechanik wieder eher wie die erste Staffel und die 2. Staffel ist. Schauen wir mal, hoffen's Beste. Ich bin auf jeden Fall sehr stark gehypt und habe richtig Bock drauf. Okay. Finde Essen. Alright, Freunde, bitte klingeln. let's find some food. Okay. Zutritt verboten. Ja, das konnte ich noch lesen. Lies das Schild. Friendly, ring the bell. What does it mean? Okay. It means the people here shoot first. Mhm. Wenn du bla bla siehst, bedenke mögliche Konsequenzen, bevor du eine Entscheidung triffst. Ja, du könntest sehr viel passieren. Ich könnte Walker aufwecken, die hier irgendwo rumgammeln. Ich könnte auch die Leute, die hier potenziell wohnen, ärgern. Und die auf den Plan rufe. Oder ich könnte viel riskieren, indem ich einfach so reingehe. Wenn nur ein paar Walker sind, machen wir das mal. Mit ein paar Walker wird man fertig und kann auch abhauen, wenn es zu viel wären. Mhm, weil genau das habe ich befürchtet. Keine Bewohner mehr, sondern nur noch Tote. Tja. Da haben wir noch der alte Trick beigebracht kriegt. Zuerst in die Kniekehle trete von hinten und dann Niederstecher. Mit rechtem Joystick umsehen. Oh, das ist ja jetzt schon ein ganz anderes Spielfeeling als bei der übrigen Spieler. Bei der anderen Staffel. Ja, da drüber latscht einer rum, aber die Kameraschwenker sind sehr hart, sehe ich. Kann ich mich, nee, krieche oder so kann ich nicht. Ah, jogge kann ich mit L3 anscheinend wechseln. Ja, komm mal her, du Schimmelbert. AJ, stay back. Das muss er auch noch lernen, der Kleine. Kreis zum Betäuber und Dreieck zum Töter. Zuerst der hier, so wie wir es gelernt haben.
In Staffel 2 war das, wenn wir das so gelernt haben. It's down. Still with me? Still here. No bites. Gut. Next, we get in there. Ich sag besser, bei so einem Gelände vorher noch Glocke zu läuten oder irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Weil so kann man wenigstens noch die Tote ausfindig machen. R1 zum Renner. Okay. Gut, ich mag mich aber langsam umgucken. Ja, dass es hier möglicherweise noch Kruscht fürs Inventar gibt, ne? Betrachte den Garten oder sowas, was wir uns angucken können. Whoever used to grow things here is long gone. Jo, das sehe ich ziemlich ähnlich. Okay. Möglicherweise hat es auch Einfluss darauf, wenn man rennt, dass es laut ist. Und dass Walker dann hören können. Da haben wir noch eine Reifeschaukel. Gucken wir uns auch mal an. Monster trap? It's not a trap. You swing on it. For fun? You get in the tire and someone pushes you so that you go really high. Oh, I want to try. After we clear this place. Das erinnert mich an Staffel 1 mit der St. John's bei den auf der Farm. Wenn ihr euch da erinnert, das war echt heftig, die Episode. Die fand ich richtig übel. Hier konnten wir allerdings auch, was mir jetzt so auffällt, hier konnten wir tatsächlich keine Episode auswählen, sondern sind direkt hier in der Story gelandet. Rehschädel. Interesting. Ja. Du hast eingesammelt. Rehschädel. Okay, können wir irgendwie auf unser Inventar zurückgreifen? Oder geht es irgendwie? Nee. Nee. Okay. Gut, ja, wie gesagt, wir konnten hier tatsächlich keine Episode auswählen. Das ging einfach nur, zack, sind wir da gelandet. Und bin ja mal gespannt, wie das dann ist, ob wir Episode weiter auswählen können. Weil als ich das hier gekauft habe, hieß es, die ersten 3 Episode wären hier drauf auf der Disc. Und der Download-Pass für die 4. Episode wäre auch noch mit drauf auf der Blu-ray hier für die PS4. So, gucken wir mal hier in die Mülltonnen. Und ihr wisst, erste Episode sind bei mir immer beim neuen Projekt 30 Minuten lang. Das heißt, da machen wir halt noch ein bisschen länger. Sonst müsste ich schon in circa 2 Minuten cutten. Oh, du können wir wieder nee, das trinkt man nicht. Die Schlammbrühe trinkt man bestimmt nicht. Das ist viel zu riskant. Und ich bin immer wirklich gespannt, wie das hier abläuft. Aber cool gemacht ist es, grafisch ist es geil, es ist 3D, aber es ist trotzdem immer noch in dem Comic-Zeichenstil. Ich bin wahnsinnig gespannt, was uns hier erwartet und was Übles hier auf uns lauert. Kommando 3. Öffne gewaltsam die Tür. Gucken wir mal, ob wir nicht möglicherweise anders reinkommen. Oder ob wir in die Hütte hier reingucken könnten. Möglicherweise hier über die Fenster oder so. Da willst du immer wenigstens irgendwie nochmal anders probieren. Gerade wenn ich jetzt weiß, dass rot umrandete Auswahlfelder potenziell Einfluss nehmen auf das, was wir hier treiben und machen. Aber das Wasser würde ich nicht trinken. Das ist mal viel zu gefährlich, das Zeug. Wenn es irgendwie verschmutzt ist und der AJ kriegt dann Dünnschiss oder Clementine kriegt Dünnschiss, vergiss das, das machen wir nicht. Ich habe mich auch bisher nicht spoilern lassen. Ich weiß nur einmal, weil ich mir beim Walking Dead Wiki noch The Whisperer gesucht habe, dass hier einer dabei ist in der Staffel, der anscheinend mal zu The Whisperer gehört hat. Insofern bin ich da auch mordsmäßig gespannt, wie sich das einfügt. Okay, machen wir das so. Drücke gleichzeitig Joystick und Viereck. Okay. Okay. Ja, abwarten, ob was rausgestolpert kommt. What do we do inside a new place? We listen for monsters. After that? Come on, you remember. We... Inside a new Schweigen. place, Schweigen ist eine gültige Option. we always find somewhere to hide.
Habe ich jetzt mal vermutet. That's right. So. AJ hört immer zu. Okay. Also aber links in die Ecke kommt man my Facecam nicht. Da steht mal fest. Okay. Bin ich immer gespannt. Ich habe mir im Prinzip gesagt, er solle Versteck suchen. Oh du Scheiße. Monsters. All tied up. Ach du They can't Scheiße. get us? Die auf Nummer sicher, mach sie alle. Oh Gott. No, they can't. Deine Entscheidung bestimmen, wie er No sich hiding with them entwickelt. around. Verstecke geht hier nicht. This one's locked. Security door. Oh Mann. Can't pry that open. I know you're hungry. I am too. We'll find something. I promise. Siehst, man hat hier im Prinzip jetzt auch noch Vorbildfunktion, dass der Claire sich nicht zum potenzielle Serienmörder und Opferpsycho entwickelt. Betritt ein Kartenhäuschen. Okay, betrachte das Beißerpärchen. Ach du Scheiße. Greif nach Schlüsseln. Ja gut, ich würde die eigentlich lieber erst erledigen, bevor ich da noch irgendwas greife. Sonst greifen die mich. Untersuche das Gift und lies den Zettel. Okay, die haben sich umgebracht und festgebunden, dass Please sie leave niemand mehr us stören. alone. This is what we wanted. Ja. Okay, die haben sich umgebracht und festgebunden, damit sie keine andere beißen können. Okay, das Gift, gucken wir uns einmal an. Poison. Did they give up? They wanted to leave this world together. Holding hands in their own home. Will we have a home? We'll see. Das ist jetzt, finde ich, eigentlich noch heftiger von der Grundsituation, weil wir müssen jetzt auch noch Vorbild von sich entwickelnde Junge sein der Welt. Siehst so viel wie möglich gutes Beispiel geben. Okay, na dann. But this opens the lock. That's not happening. Zum Verlassen. Ja, ich würde sie eigentlich ganz gern Abstecher und Erlöser von dem widerlichen Dasein hier. Do we get the key? It's risky. Might be another way through that door. Let's look around. Let's be smart. That's right. Warum ist es keine Option, die 2 zu Erlöser? Ich finde, es ist durchaus eine Option und vermittelt dem Claire auch, dass man erstens mal die potenzielle Gefahr eliminiert. Und zwar geht von einer durchaus Gefahr aus, wenn jetzt irgendein Dritter hier reingestolpert kommt und die umstummt und möglicherweise befreit, dann sind sie nämlich wieder gefährlich. Deswegen würde ich sagen, eigentlich Erlöser und die Schlüsselgreifer. Das ist meiner Meinung nach sicherster. Und dann können wir jetzt auch nichts mehr machen. Ich sollte alle zu nahe kommen, bevor sie noch mehr greifen. Betrachte das Ticketschalterfenster. Bevor das allerdings hier direkt weitergeht in der Hauptstory, würde ich ganz gerne mich erst nochmal so umgucken und dann mit AJ sprechen. Untersuche den Behälter. Beans. Homemade. Mhm. Might be more where this came from. Glas mit Bohnen, vielversprechend. Okay, das ist doch schon mal gut. Bisschen was zu essen haben wir They ate gefunden. well. For their last meal. Offensichtlich. Ja klar, wenn die hier halt so ein bisschen in der Pampa leben und in ihr eigenes Beet, dann ist es ja logisch, dass die hier relativ gut hinleben können. Allerdings war es noch mal irgendwann zu viel. Sie haben entschieden aufzugeben. Gucken wir mal, ob der Trinkbrunnen funktioniert. Weil so hätten wir sauberes Wasser, nicht das Widerliche von draußen. Ja, doch einfach mal. Ja, funktioniert natürlich nicht. Wouldn't be that easy. would it? Ganz genau, Clem, ganz genau. Wäre zu einfach gewesen. Okay, wir retten erstmal mit dem Clan nochmal. Der hat Hunger und ist ungeduldig, ist klar. Ja, das ist definitiv klar. Gucken wir Didn't kurz. see any food out there. Okay. Alles klar, hätte ich sein können, dass wir wieder rausgehen können und da nochmal was machen könnten.
Aber gut, dann muss es halt hier gehen, ne? Das kriegen wir wohl nicht mit Gewalt auf, oder? Da brauchen wir Schlüssel. Tja, jetzt sind wir aber die Gearschte, wenn wir der Kledo reinjagen und da ist noch irgendein Dritter. Too small to crawl through. Well, for me. Genau, das habe Key or ich the noch window. gedacht. Those are our options. Schlüssel oder Fenster. It's dark in there. Mhm, das ist das Problem. We should kill the monsters. Ja, sehe ich auch so. They're not people. Ja. Well, they used to be people. And as people, they ask to be left alone. So what's best? Ich kann du Karamba Zamba machen, um zu gucken, ob da jemand kommt. Ich müsste gegen die Gitterstäbe kloppen mit meinem Brecheiser, um zu gucken, ob da ein Walker drin ist. Ist aber hier keine Option. Ich würde so handeln, um zu gucken, ob jemand drin ist, weil wenn jemand drin ist, schicken wir der Claire ganz bestimmt nicht rein. Insofern, ich stimme mit AJ überein. Wir erlösen die, holen uns den Schlüssel und Clem kann rein. Ohne dass AJ die Tür von innen öffnen muss oder ähnliches. Das ist viel zu riskant, ihn da rein zu jagen. I'll get the key. Deswegen machen wir genau das. Ja. Was anderes bleibt nicht übrig. Sorry. I'm sorry. Ja. Okay, R2. Ich hätte es von hinten gemacht. Da würde ich an die Blutspritzer oder Wundflüssigkeitsspritzer nicht abkriegen. Come on. Also nur tot. Ach, Teufel. Good job. Okay. Ja, bläh. Definitiv. Sorry, it had to go this way. Ja, aber das ist der einfache, das ist der sichere Weg. Zumindest meiner Meinung nach. Jetzt sehen wir ja, was drin ist. Ich habe mich ja nicht spoilern lassen, insofern ist das alles noch neu für mich und die Entscheidungen sind alle jungfräulich in Eifer gefällt. Okay. They had a good thing going here. Can we stay here? We'll see. No one's here. No one's ever anywhere. So noch sieht's aus, als wäre It's hier kein always just Walker. monsters. Ich bin hier. I'm here, kiddo. I know. Das klingt You nicht sehr saying I'm begeistert. not someone? That's not what I mean. Okay, 2 Kuckler. Just a Munition. AJ ist ein guter Remember what we Schütze. said? You know this. Always. Always aim for the head. Nett hebt die letzte Kugel That's für right. dich auf. Oh Gott. Ich will Come nicht on, wissen, let's keep looking. wie There's das gotta be weitergeht. something we can eat. ob Hope er so. möglicherweise Kugel für sich aufheben muss. Oh Gott. Finde Essen. Das macht mir jetzt schon alles etwas Angst. Wenn hier Option ist, hebt die letzte Kugel für dich auf. Ich bin nicht sicher, ob der Clay selber mal eine braucht für sich. Ach du Scheiße, das wär zu grausam. Ich glaube, du lauft's dann hier. Oh Mann. You good? Jetzt mal an. Uh-huh. Just hungry. Grumbly in your tumbly? No, just regular hungry. Es ist erschreckend, wie so ein kleiner Stöpsel von 5, 6 Jahren vielleicht so erwachsen spricht. Das ist... Puh, das ist schon heftig, finde ich. Dose hätten wir hier noch. Oh nein, Kinderbett. Scheiße. We didn't see a kid. Oh No. Gott. No, we didn't. Oh. Might be why they gave up. Mhm. Oh, bitte nicht. Lass hier kein Zombie-Kleekind erscheinen. Das ist zu heftig. Was haben wir dann hier noch betrachtet? Die Matratze, da liegt bestimmt auch noch irgendwas. Okay, ich würde aber sagen, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier gleich meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play The Walking Dead
The Final Season auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.